ist daheim. Ich kann es ihm einfach nicht sagen. Nicht jetzt, wo er eh schon so viele Sorgen hat. Aber ich weiß, dass ich es bald tun muss. Mike, ich muss dir was sagen. Ja, warte schnell. Na, Christian, grüß dich, was gibt's denn? Ja, aber was heißt denn das? Wann willst du da fliegen? Ja, in 4 Tagen. Was? Aber Christian, du wolltest doch noch 2 Wochen hier in Lansing sein. Ich darf dafür jetzt übermorgen schon kommen. Ich will uns das Familienfest nicht verderben. Ich will, dass alles noch so ist wie früher, ohne Tränen und Kummer und Sorgen. Du willst also erst sagen, wenn Christian wieder weg ist. Ja. Hältst du von einem Tablet? Super Idee. Am besten eins, das gescheit fotografieren kann, dann kann er es gleich in den USA hernehmen. Genau. Ja, komm. Hey, die Ivi hat geschrieben. Hm? Sie kann sich jetzt doch freischaufeln und kommt morgen. Echt, super. Dann sind wir endlich auch mal wieder alle beieinander. He? Ach, dann freue ich mich. Das ist nicht der Herr Bäumler, Wer? der Vater von René. Schaut so aus, als war er mal wieder ausbüchst. Du weißt schon, das ist der, den wir an Weihnachten mit der Feuerwehr heimgefahren haben. Ach, der ist das. Komm mal mit. Herr Bäumler! Herr Bäumler, grüß einen. Grüß Gott. Hallo, Preisinger. Ja. Wo wollen Sie denn hin? Ja, ich wollte zu meiner Omi nach Martelskirchen. Die hat nämlich einen Kuchen für mich gebacken. Ach so? Gott, der kennt sich ja gar nicht mehr aus. Er hat leider ganz schlimme Demenz. Herr Bäumler, gell, Sie können es doch einer Oma nicht besuchen. Die fällt ja aus alle Wolken. Vielleicht hätte ich doch mein Sakko anziehen sollen. Sind Sie ganz allein unterwegs? Ja, ich will ja nur zu meiner Omi. Fralle, wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich hole schnell mein Auto und dann fahre ich Sie zu einem Sohn, dem René. Der möchte bestimmt auch eine Oma besuchen. Machen Sie ihnen doch keine Umstände wegen mir. Nein, das passt schon, kein Problem nicht, wirklich nicht. Pass auf, ich hole schnell das Auto und dann komme ich wieder, ja? Bleibst du bei ihm dabei? Super, danke dir. Komm gleich wieder, gell? Wir sind doch miteinander in die Schule gegangen. Du warst doch die lieben Zipfel gehabt hat, gell? Ja. Du schaust noch genauso aus wie früher. Danke. Willst du vielleicht mit mir auf den Ball gehen? Danke für deinen Anruf. Wie gesagt, ich hätte ihn auch abholen können. Ach, kein Thema, nicht, habe ich gern gemacht. Wo war er denn unterwegs? In Lansing an der Bushaltestelle haben wir gefunden. Ich möchte nicht wissen, wie er da hingekommen ist. Es passiert in letzter Zeit öfters, dass er rausgeht und nicht mehr heimfindet. Darum schließe ich schon über die Tür ab. Das muss ich vorhin vergessen haben. Sie sperren den Vater ein. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt schlimm an, aber ich habe einfach Angst, dass ihm was passiert. Ich hoffe, ihr habt nicht wieder mit der halben Feuerwehr her eskortieren müssen. Die Schmarrn, du. Ich wollte bloß anrufen und die fragen, ob ich ihn hierher fahren soll oder gleich ins Pflegeheim. Da ist er schon seit Anfang des Jahres nicht mehr. Ich habe ihn wieder zu mir geholt, weil... Papa, bitte! Hock dich hin. Ich wollte doch nur der hübschen Dame was anbieten. Wir sind nämlich miteinander in die Schule gegangen, gell? Du hast doch früher schon immer so gern Eis gegessen, oder? Ich hol gleich eins, okay? Ja, dankeschön. Ich hoffe, mein Vater hat euch nicht zu lange aufgehalten. Nein, tu dich nicht runter. Ist das mit seiner Demenz viel schlimmer geworden? Du hast ihn am Weihnachten das letzte Mal erlebt, gell? Da habe ich noch halbwegs normal mit ihm reden können. Aber jetzt erkennt er mit ihm jetzt die Zeit schon gar nicht mehr. Das ist gewiss nicht leicht für dich, ja? Er ist völlig verwirrt. Er will ständig hinaus. Selbst in der Nacht rumpelt er auf einmal gegen die Tür. Wenn er im Garten ist, pflückt er sich Blumen und will sich da draußen einen Salat machen. Ja, es ist jeden Tag was Neues. Und die fremde Umgebung in dem Heim ist er noch zusätzlich verwirrt. Also habe ich ihn zu mir geholt.
Das ist bestimmt eine Riesenumstellung, ha? Was sagt denn der Frau dazu? Ein paar Monate hat's durchgehalten. Aber ihr ist das halt alles zu viel geworden. Das heißt? Sie ist vor 5 Wochen ausgezogen. Ja, wie? Es tut mir leid. Sie meint halt, dass er in einem Pflegeheim besser aufkommen war. Aber ich kann ihn doch nicht einfach zu wildfremde Leute abschirmen und da vergammeln lassen. Ich verstehe das gut. Ich hätte meinen Vater auch niemals in ein Pflegeheim da können. Und wer hilft denn jetzt? Man arbeitet in der Spangler und alles. Halbtags, ja. Da kommt dann ein Pfleger für den Papa. Aber den kennt er halt auch nicht und das bringt ihn oft gescheit durcheinander. Da wird er zum Teil richtig bösartig, gell? Ist zwar schlimm, wenn ich das sagen muss, aber ich bin immer so froh, wenn ich in der Arbeit komme, ein paar Stunden raus da. Das ist die einzige Zeit, in der ich mir eine Pause gönne. Möchtest du was zum Trinken? Nein, danke. Wir müssen jetzt wirklich los. Tut mir leid, dass ich euch jetzt so zugeschwallt hab. Geschmarrn, also schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Hab mich auch gefreut. Magst du noch kurz Vierte sagen, Papa? Zu wem? Zum Mike und zur Trixie. Die haben die doch vorhin hergebracht. Auf Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Bäumler. Wiederschauen, gell? Meld dich halt mal, dann gehen wir auf ein Bier. Danke, das tat mir zwar bestimmt mal gut, aber ich traue mir momentan nicht, dass ich einmal allein aus. Komm mal du mal auf ein Bier vorbei. So machen wir's. Servus, du.